Es gibt eine Sache, die die meisten Männer in den ersten paar Minuten falsch machen, wenn sie eine Frau kennenlernen. Es ist meiner Meinung nach eines der grössten Probleme, die wir hier in der Schweiz haben, wenn es ums Kennenlernen geht. Etwas, das uns antrainiert ist und wo uns immer wieder weg vom Flirt, weg vom emotionalen, knisternden Kennenlernen wegführt. Sag mal, du lernst eine Frau kennen. Ihr kommt irgendwie ins Gespräch, ihr redet ein bisschen locker, ja, und schon lange da, und woher hast du von dieser Party erfahren, oder warum bist du jetzt da am See? Alles gut und schön, der Flirt ist am Laufen. Und dann kommt die Frage, die in den meisten Fällen wirklich alles viel schwerer macht. Und zwar die berühmt-berüchtigte Frage, was du schaffst. Und im heutigen Video erfährst du ein paar Tipps, wie du dem kannst entweichen kannst, selbst wenn die Frage kommt, wie du die Konversation noch kannst als Flirt aufrechterhalten. Das Problem ist, dass die meisten Leute, wenn sie auf die Frage antworten, emotional auf eine andere Ebene kommen. Sie antworten nicht nur, ich arbeite zum Beispiel in einem Büro, oder ich bin Informatiker, oder ich arbeite bei der Polizei, sondern sie bleiben meistens hängen bei dieser Diskussion, was man schafft und was man verdient und was man so als nächstes für eine Ausbildung machen. Aber das hat einfach in einem Flirt nichts zu suchen. In einem Flirt geht es darum, dass man es gut miteinander hat, dass man zusammen lachen kann, dass man zusammen träumen kann, dass man sich näher kommt, über emotionale Themen redet und nicht über irgendwie, wie man so und so viel Geld verdient. Jetzt, was kannst du am besten machen, wenn dich eine Frau fragt, was du schaffst? Eine Möglichkeit ist, du antwortest, aber bleibst nicht mehr lange auf dem Thema, sondern wechselst wieder aufs alte Thema. Das ist eine Möglichkeit, um von dem Thema wegzukommen. Die zweite Möglichkeit ist, dass du auf die Frage mit einer lustigen Antwort antwortest. Das kann zum Beispiel sein, ich bin Kaminfeger, oder in der Nacht bin ich Superman und tagsüber bin ich Schreiner. Die dritte Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel sagst, willst du dann wissen, was ich jetzt schaffe oder was ich als Kind gerne geworden wäre? Also nochmal, sie fragt dich zum Beispiel, was bist du gerade am Schaffen? Und dann sagst du, ja, also als Kind wäre ich gerne Pilot geworden. Oder als Kind wäre ich gerne Rettungsschwimmer geworden. Aber jetzt bin ich in einem anderen Job. Wenn du beim Kennenlernen von einer Frau bei der Frage, was du schaffst, immer wieder auf den Business-Kontext kommst, auf die Business-Ebene, wo in einem Flirt einfach nichts zu suchen hat, dann solltest du jetzt ein Papier vor dich nehmen und einen Schreiber und dir wirklich Gedanken machen, was du in Zukunft bringen kannst, um bei dieser Frage, die sicher früher oder später kommt, speziell in der Schweiz, einfach zum Standard-Fragerepertoire gehört. Du solltest dich vorbereiten können. Mach das jetzt gerade. Es kann, wie gesagt, sein, dass du irgendetwas Witziges bringst, du bist Kaminfeger, du bist irgendein Superstar oder du wärst gerne ein Superstar. Oder dass du einfach ausweichst, dass du irgendetwas anderes bringst, dass du kurz sagst, ja, ich arbeite als Informatiker, aber wir haben es ja vorher von der Ferien gehabt, also ja, das und das. Weißt du, was ich meine? Du dich vorbereiten, es wird dir extrem helfen. Du wirst merken, das ist nicht etwas, was dich unterbricht im Flirt. Das war es vom heutigen Video. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Das kannst du gerade da unten machen. Viel Spaß beim Kennenlernen von Frauen. Ciao zusammen.